Wow, ist schon immer wieder beeindruckend, was Gott so tut und wenn er redet zu uns und was wir hören können. Und gell, wenn ich das predige, Gott redet durch die Bibel, dann tönt das vielleicht so, ja, ja. Aber nein, es ist wirklich so, Gott redet durch das Wort Gottes und gerade durch Jahreslosungen. Und wir fangen heute Morgen auch ein Stück weit steil an. Und ein Stück weit, das haben wir schon 1000 Jahre, wo wir jetzt in der Bibel beschrieben haben, haben wir miteinander durchgemacht. Gott hat Abraham berufen, dann seine Kinder und so weiter ist es durchgegangen. 1000 Jahre lang haben wir jetzt schon die Geschichte mit verschiedenen Predigten durchgeschaut. Und eins leuchtet über dem Ganzen auf. Gott ist gnädig. Und das Zweite, was über dem Ganzen aufleuchtet, Gott ist treu. Er steht zu dem, was er sagt und es wird sich erfüllen. Oder ich habe so einen Spruch daheim, der holt mich einmal immer wieder auf den Boden. Der steht so im Gestell, dort steht, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Oder? Und das ist ein Unterschied. Und das ist so cool. Und ich denke dann immer, ja, ich hätte gern das und ich würde gern so. Und dann kommt der Vers, der dann wieder so mich anstrahlt. Und ich merke, okay, Herr, du stehst zu deinen Verheißungen, du bist treu, du bist gnädig und gehst dort drin rein. Aber nicht alle meine Wünsche. Und das ist so das, was Gott auch immer wieder durch die ganze Sache durchredet zu uns. Was wir bis jetzt gehört haben, eben vom Abraham, über die Landeinnahmen, durch die ganzen Richter durch, all das, was wir jetzt gehört haben mit dem Johannes und sonst Leute, die predigt haben. Und das steht über dem. Gott ist treu und das gilt heute noch. Und Gott will mit seinem Volk zusammen sein. Das leuchtet durch. Er will mit dir zusammen sein, mit seinem Volk, aber das gibt auch heute für dich als Christ, als Gläubiger, überhaupt als Mensch. Gott will eine Beziehung, er will da durchgehen. Und zu dem gilt das, oder? Und das ist so etwas Wunderschönes. Und das ist so, wow. Gott leuchtet in dem Alten Testament auf. Wirklich. Und die Menschen auf der anderen Seite sind so die schwierigen Komponenten in dem Ganzen, oder? Also Gott ist klar, da können wir viel gut sagen, aber das, was wir so gelesen haben in den Richtern, ich meine, die Geschichten, die dort kommen, und was wir sonst so kennen, da merkst du eigentlich, ist es ein Niedergang. Es ist immer so ein bisschen politisch schwierig, sie haben Gott wieder einmal mehr vergessen. All die Kultur von der Liebe, dass man Schulden erlassen tut, all paar Jahre. Dass man die Sklaven freilässt, all paar Jahre. Ja, von dem haben sie nichts wissen. Sie haben andere Götter eingeladen und haben sich sogar selber kleine Götter gemacht und so kleine Tempel und so und angefangen, das zu verehren. Sie haben Gott zurückgelassen und du merkst, das Volk ist auf einem Weg vom Niedergang. Und die Krönung vom Ganzen ist das gewesen, wo sie mit dem Wunsch gekommen sind und haben gesagt, weisst du was? Ich will eigentlich, oder wir als Volk Israel, wir wollen eigentlich keine Richter mehr und wir wollen auch eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, mit Gott als König über uns, also die Theokratie, oder Gott ist der König und dann kommen Priester, Richter und dann das Volk und so weiter. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und dann sind sie zum Samuel. Du Samuel, das war der Priester dort oder auch der Richter, könnte man sagen, der das Volk ein Stück weit geleitet hat und ihnen Gottes Wort gegeben hat. Und dann hat er gesagt, weisst du was, ich will nicht mehr. Ich will eigentlich nicht mehr so sein, dass Gott der Chef ist. Ich will einen König. Wir als Volk wollen einen König. Und das ist so, ja, was könntest du jetzt sagen, oder? So ein Tüpfchen auf dem I. Sie haben jetzt wirklich die Kultur von Gott verloren, die Priester sind korrupt gewesen, haben nur für sich geschaut, Zeug und Sachen und so. Und dann kommt der Punkt, wo sagt, hey, weißt du was, jetzt wollen wir auch einen eigenen König. Und dann war es so gewesen, dass Gott ja eigentlich gedacht hat, wow, ich nehme mir das Volk Israel, oder? Und ich segne die. Eigentlich bin ich gnädig und treu und ich segne sie. Und durch den Segen sollen alle anderen Völker rundherum checken, hey, das ist ein guter Gott, dem folge ich auch noch. Ich will so werden wie Israel. Das war schon die Idee. Eigentlich Israel ein Missionsvolk in diesen Völkern rundherum. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Das Volk Israel hat gesagt, du, ja, ich will eigentlich sein wie die. Ich will sein wie die Syrer. Ich will nicht mehr dein Volk sein. Ich will sein wie alle anderen. Ich will auch so leben. Ich will auch ein König. Und dann sind sie zum Samuel. Und das will ich euch kurz vorlesen. Da. 1. Samuel 8, Vers 5.
Samuel, sagten sie, du bist zu alt geworden, und das Volk richtig zu führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. Das wirft jetzt das Licht als Vater auf ihn. Mal schauen, die haben es einfach nicht geschafft. Oder er hat es nicht geschafft, seine Söhne können anzuziehen. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Samuel war damit nicht einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Der Herr antwortete, gib ihnen, was sie wollen. Mit ihren Forderungen lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Es ist traurig, oder? Da steckt Gott so viel hinein in das Volk. Wir lesen es ja. Er ist geduldig. Er beruft. Dann ist er gnädig. Dann seine ganze Liebe drückt durch die Geschichte mit dem Abraham bis zum Volk Israel durch. Seine Hilfe. Er hilft immer wieder. Und da, dort mal und da noch einen guten Segen und dort, da eine Berufung. Und er ist treu durch alle Böden durch. Und sein Volk sagt, Gott, wenn wir nicht mehr als König, ich will einen König, einen anderen. Und das sind so die Punkte, wenn du im Alten Testament am Lesen bist, wo du denkst, hey, wie könnte ich nur? Wie könnte ich nur? Wie doof sind denn die? Oder so, also wirklich. Schlimmer als irgendein Autofahrer, der langsam ist, da nerv ich mich und denke, hey, das gibt es doch gar nicht. Das Volk, wie doof. Und dann kommt einmal ein zweiter Gedanke, und das ist so ein heiliger Gedanke, denke ich manchmal, ist der Heilige Geist, der da redet und sagt, du Elias, ist das nicht auch dein Problem? Willst du nicht auch gern selber König sein in deinem Leben? Und dann, von meinem Ärger, geht dann die Luft raus, der Ballon, und dann werde ich wieder ganz klein und demütig, weil ich einfach merke, hey, ist das nicht unser allen sein Problem? Selber König sein? Und dann vielleicht noch da sagen, ich will sein wie der. Mann, mein Nachbar hat so ein cooles Auto. So eins will ich schon immer. Wenn ich jetzt wäre wie der, hätte ich dann vielleicht das auch. Und das sind so die zwei Grunddinge. Oder? Das Gras ist immer grüner am anderen Seite vom Hag und ich will selber König sein. Und dann merke ich, okay, das Alte Testament ist nicht einfach nur Märchen und Geschichten und Zeug und Sachen, sondern es redet tief in mein Herz hinein. Und das ist das Wichtige, das auch immer wieder rauszukristallisieren, wenn wir durch all die Bücher im Schnellzugtempo durchgehen. Oder? Es ist auch unsere Versuchung. Ich habe mal mit jemandem geredet und gesagt, weißt, wenn ich so wäre mit meinem Nachbarn, gehe ich mit meiner ganzen Familie noch mal eine Woche als Meer in die Ferien auf eine richtig coole Insel. Weil der zahlt keine Zehnten. Der zahlt keinen Stutz in die Kirche rein. Und das sind in meinem Fall sind das 6.000, 7.000 Franken. Und ich pro Jahr da rein, mit dem gehe ich mit meiner ganzen Familie, mit den 2 Teenies und, gehe ich noch mal in die Ferien. Oder könnte ich? Und dann fragt sich schon, weißt, wie fest bist du denn dein eigener König und sagst, weißt, was ich bestimme, was mit meiner Kohle ist. Ich mache das. Ich will nicht euer Geld, versteht? Aber das ist so ein Beispiel, wo wir wirklich gerade so ausruhen. Wir können auch über den Sonntag reden, oder so einen Ruhetag. Ich will doch bestimmen, was an meinem Ruhetag läuft. Und ich will nicht einfach sagen, hey, Herr hat gesagt, 6 Tage schaffen, einen recht ruhig zu verbringen. Und das sind so die Sachen, wo ich denke, wow, ich will König sein. Ich will selber. Aber Gott hat das überhaupt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, in seiner Souveränität beeinträchtigt. Gott hat gewusst, er hat dem Mose schon gesagt, weisst du was, irgendwann kommen sie dann und irgendwann werden sie einen König haben. Und wir sind da an dem Punkt, wo eigentlich das Volk Israel im Begriff ist, aus dem Segen rauszulaufen. Wo sie sagen, hey, wir wollen mit dem segnenden, liebenden, treuen, gnädigen Gott eigentlich nichts mehr zu tun, wir wollen selber den Weg bestimmen. Und auf dem Weg, wo das Volk Israel geht, hat Gott noch eine Notlösung. Und die hat er ein paar hundert Jahre schon parat im Sack. Es ist nicht so, dass man das Volk hätte jetzt, was mache ich jetzt? Oh, keine Ahnung, jetzt muss ich schön studieren, jetzt will ich einen König, das war ja gar nicht geplant. Nachher hat schon von ganz am Anfang her gewusst, okay, sie wollen mal einen König haben. Und jetzt führe ich sie mit dem König auf dem Weg vom Segen. Und für das hat er da im 5. Mose 17, lesen wir das, 16,
hat er ein Königsgesetz entworfen. Dass, wenn sie einen König haben, dann soll der König bitte so und so und so sein, damit der Segen kann trotzdem weitergehen. Und das lesen wir jetzt kurz miteinander vor. Wenn der König König geworden ist, soll er kein großes Reiterheer aufbauen. Er darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken, um dort noch mehr Pferde zu bekommen. Der Herr hat euch verboten, nach Ägypten zurückzukehren. Euer König soll auch nicht viele Frauen haben, denn sie können ihn dazu verleiten, dem Herrn untreu zu werden. Er darf auch kein Geld und Silber anhäufen. Wenn er den Thron seines Reiches besteigt, soll er sich einen Abschnitt von diesem Gesetz, was wir jetzt da lesen, geben lassen, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi aufbewahrt wird. Er muss sie immer bei sich haben und täglich darin lesen, solange er lebt. So soll er lernen, Ehrfurcht vor dem Herrn, seinem Gott, zu haben und alle Ordnungen dieses Gesetzes genau zu befolgen. Sind ja eigentlich nur 3, ist noch gut, ein bisschen einfach. Das wird ihn davon bewahren, sich für wichtiger zu halten als alle anderen Menschen aus seinem Volk. Wenn er in keiner Hinsicht auf diesen Geboten abweicht, wird er und seine Nachkommen lange Zeit in Israel König sein. So ein cooles Gesetz, also 3 Sachen, die er da haben muss. Das muss er immer im Hosensack haben, immer dabei, immer täglich drin lesen und daran halten und dann kommt es gut. Dann wird er gesegnet und sein Volk wird gesegnet. Wie cool ist Gott? Der hat schon lange vorausgestudiert und gesagt, hey, das machen wir. Und so führt er eigentlich, obwohl sie sagen, hey, wir wollen mit dem Gott nichts mehr zu tun haben, wir haben einen eigenen König und so weiter, führt er sie doch wieder auf den Weg vom Segen zurück. Und das ist Gott. Das zeigt wieder seine Liebe. Wenn wir davon sagen, hey, Gott ist Liebe, dann meint er das. Dann sehen wir das im Alten Testament. Dann sehen wir da wieder eine Brücke zum Neuen Testament, wo Gott beschrieben wird als der liebende Gott. Wisst ihr, was ich gemacht habe mit dem Volk? Und hat mir einen neuen gesucht. Aber das Alte Testament sagt auch, weißt du was? Ich reagiere nicht im Zorn. Ich bin kein Mensch, ich bin Gott. Können wir den Propheten anlesen. Das sagt er so. Und ich hätte, aber Gott ist eben anders. Der geht eine extra Meile. Der hebt die Linkbacke her, wenn du auf die rechte schon gehauen hast. Wenn du ihn angespeuzt hast, vergibt er dich noch. Wenn du das Kreuz nagelst, dann sagt er, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun, weil er ist Gott und er ist kein Mensch. Also ganz wichtig, wir dürfen nie irgendwelche menschlichen Züge auf Gott projizieren. Sagen, ja, der würde jetzt aus Rache handeln oder irgendwie so, wie ich das auch würde. Gott ist so viel anders, so viel höher als der Himmel ist, so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken. Nein, er geht die Extrameile, er ist ein liebender Gott und geht da weiter. Und das ist der Anfang vom Saul. Er ist König geworden. Der Samuel ist losgezogen in eine Familie hinein, hat dort einen stattlichen, grossgewachsenen, hübschen, super Typ, der ein Kopf grösser war wie alle anderen, den hat er gesalbt zum König. Du bist König. Und das Volk hat gesagt, wow, schau den an, Mann, hey, hübsch und gescheit und wow, und den nehmen wir. Und dann haben sie genommen, da ist Saul König geworden. Und dann hat Gott seinen Geist noch auf ihn aufgelegt und er war ein guter König gewesen. Und ich staune, was er alles gemacht hat. Er hat angefangen, sein Volk zu befreien, hat angefangen, Krieg zu führen, hat seine Grenzen weitergemacht und so weiter. Und bei einem Krieg ist es so gewesen, dass Gott ihm gesagt hat, schau, wenn du die alle geschlagen hast, das Nachbarvolk, und das wieder zurückerobert hast und so, dann will ich ganz genau, dass du alles killst, was dort in dem Dorf ist. Alles. Alle Viecher, alles. Der Bann nennt man das im Alten Testament. So die Strafe auch. Und der Saul hat gesagt, oh, Mann, schau mal die schönen Schäfchen an. Boah, die sind ja grösser als unsere. Ja, und die wollen wir jetzt einfach. Nö, die behalten wir. Und so hat der Saul gegen das direkte Reden von Gott gehandelt. Voll nicht so der Hit, oder? Als König. Und dann kommt der Samuel und stellt ihn zur Rede. Hey Saul, was höre ich da? Da blökt's. Irgendwie soll es nicht mehr blöken da in der Gegend.
ja weisst, ich wollte doch ein Opfer bringen. Schau mal, ich habe sogar geopfert und so, ich habe die besten Sachen Gott gegeben und so. Und dann kommt der Merkvers aus dem Samuel, oder? Das ist das. Weißt, Gott hat viel mehr Freude an Gehorsam als an Opfer. Und der Saul hat eine super Möglichkeit gehabt. In diesem Augenblick hätte er können sagen, oh Mann, tut mir leid, und oh nein, wie kann ich nur? Er hat gesagt, aber nein, Saul, jetzt bist du ja da, come on, das Volk hat es eigentlich wollen und das Volk braucht mich als König. Ja, ich weiß, ich habe jetzt da das nicht ganz richtig gemacht, aber weißt du was, ehr mich doch vor dem Volk und dann gehen wir weiter. Und das war das Ende vom Saul und gleichzeitig der Anfang von David. Und der David, das kennt ihr, oder? Das ist der Hirtenbub, draussen Schäfli hüten, der jüngste der Familie, eigentlich noch vergessen worden. Er ist zum größten oder einem der größten Könige geworden von Israel. Er ist einer, der ein genialer Strateg war, seinen Krieg geführt hat und siegreich war und hat noch die Grenzen von dem Land sind riesig geworden, weil der David König war in seiner ganzen Zeit hinein. Und er ist da für sich gegangen und er war nahe bei Gott gewesen. Aber der David, er hat seine Nachbarin die Ehe gebrochen. Man könnte sagen, vergewaltigt vielleicht, oder? Dann hat er es vertuschen. So quasi, oh nein, jetzt wird die noch schwanger. Mann, wie doof ist jetzt das, oder? Jetzt merken es alle. Jetzt müssen wir irgendwie machen, dass wir den Ehemann von der wieder heimholen vom Krieg, oder? Dann schläft der mit seiner Frau und dann ist es vielleicht das Kind von ihm. Das wäre noch ein guter Deal. Dann komme ich fein raus, oder? Also er tut das total vertuschen. Hat alles nicht geklappt, dummerweise. Und dann Notlösung, wenn du einen König hast, oder? Du hast da deine Spezialeinheiten. Ja, wir töten ihn töten. Also David ist ein Ehebrecher und ein Mörder. Und hat noch ganz viel anderes Zeug auf dem Kerbholz. Das könnt ihr alles nachlesen. Aber vom David steht, dass er ein Mann des Herzens Gottes ist. Und ich finde jetzt den Saul, oder? Ist jetzt gar ein bisschen hart, oder? Der hat eigentlich nur ein paar Schäfchen umgebracht oder ein Leben lassen, das er hätte umbringen oder so irgendwie und hat noch das Opfer. Eigentlich hätte es ja doch noch gut gemeint. Aber von dem steht das nicht. Es ist der David, der gross ist in dieser Geschichte vom Volk Israel. Er ist der verehrt wird. Und da gibt es, denke ich einmal, hey, da haben wir zwei Könige. Beide waren kriegerisch gut gewesen, beide haben ihr Land geschaut, haben geschaut und gemacht. Und beide haben so gewisse Sachen auf dem Kerbholz. Ja, das passiert in deinem und in meinem Leben, im Davids im Leben, im Saul im Leben. Aber es gibt einen gewissen Unterschied. Nur einer von ihnen hat Reue und Buß gesucht. Und nur einer hat Demut gezeigt vor Gott über seine Fehler. Obwohl die Fehler grösser waren als beim Saul, hat er Vergebung bekommen. Und er hat gesagt, weisst du was, ich bete und ich flehe und ich bin bei Gott, ich höre nie auf, ihm nachzufolgen, ihm seine Nähe zu suchen, bis ich Vergebung erlangt habe. Und das können wir ganz gut in den Psalmen hineinlesen. Das merken wir, seine Bußpsalmen, die der David geschrieben hat. Hey, da hat er sich klein gemacht und ist gekrochen vor dem Herrn und hat gesagt, Herr, ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht. Und beim David war eine Devise, egal was ist, aber die Nähe von Gott verlor ich nie. Nie, 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 nie. Bin ich mit Gott. Und das merken wir auch, als er den Saul töten in dieser Höhle. Er hat gesagt, hey, wer bin ich? Wenn Gott einen Mann beruft, einen König, den Saul, dann bin ich doch nicht der den tötet. Nein, ich habe Ehrfurcht. Nein, wenn Gott das tut und so weiter. Und da gibt's in den Sprüchen gibt es so einen Vers in der Bibel, der den Unterschied zwischen diesen zwei Königen so gut zeigt. Das ist Sprüche 28, 13 und 14. Und das ist so der Unterschied zwischen dem Saul und dem David. Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. Glücklich ist, wer Gott zu jeder Zeit achtet und ehrt. Wer sich aber innerlich verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Und das ist ein Spruch, der einfach gilt. Das hat nichts mit Strafe und Gericht und Zeug und Sachen zu tun. Das ist einfach so, hey, wenn du probierst zu vertuschen, all deine Sachen oder ans Licht zu bringen, das ist einfach ein Unterschied. Und dem einen wird es gelingen und dem anderen nicht. Und genau das ist der Unterschied, den wir haben zwischen diesen zwei Königen.
Darum ist der David so groß geschätzt in der Bibel. Darum hat er so viel Platz auch einnehmen. Und dann, der David, irgendwann stirbt er auch, wie jeder König, wenn sie nicht gestorben sind oder so. Und dann kommt sein Sohn an die Macht, der Salomo. Und das ist eine Blütezeit von Israel. Hey, wirklich, da ist allen gut gegangen. Und sie haben Geld gehabt, wie Heu, könnte man so sagen. Und der Salomo kriegt von Gott Wahl. Ich meine, hey, sorry, wer stellt sich das nicht schon vor, oder? So irgendjemand erscheint, ding, ein Feli und sagt, hey, du hast 3 Wünsche frei. Beim Salomo war das so. Die Wünsche sind zwar definiert gewesen, was willst du? Reich sein, ein langes Leben oder Weisheit? Was willst du? Komm, sag. Und der Salomo, hey, schlau, oder? Der sagt Weisheit. Weil er muss ja das Volk führen und er kennt die Geschichte von dem Volk und es ist ein schwieriges Volk so zum Führen, oder? Also er braucht er Weisheit und Gott. Hey Salomo, einfach eine Sensation, wie du dich entscheidet hast, weil du Weisheit nimmst, gebe ich dir ein langes Leben und Reichtum noch dazu. Pah. Hey, das ist einmal ein 6er, also ein 3er im Lotto, oder? Aber da hast du die 3 Sachen und ich meine, sorry, könnt ihr euch vorstellen, wie das Königreich aufgeblüht ist. Der hat ein langes Leben gehabt, der hat Kohle gehabt und der war weise gewesen. Von allen Seiten sind sie schauen und haben gesagt, hey, kannst du mir nicht erzählen, deine Weisheit strahlt über deine Grenzen aus. Ich will es hören und. Und das war so gut gewesen, so schön gewesen. Aber etwas hat er vergessen. Das, was jeder König muss dabei haben. Das Königsgesetz. Immer im Hosensack. Jeden Tag drin lesen. Immer dabei haben. Lesen. Kein Rössli. Also schon Rössli, aber nicht so viel. Nicht Reichtum. Weil du bist ganz ein normaler Bürger. Du bist ein Israelit wie jeder andere, du bist einfach ein König. Und du hast die Weisheit, um das Volk zu regieren, aber du bist nicht besser. Und wir gehen das Königsgesetz nochmal durch, wo der Salomo eben leider nicht dabei hatte. Ein König soll kein großes Reiterheer aufbauen. Er darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken. Tja, 1. Könige. Und Salomo hatte 40.000 Stellplätze für Pferde und Streitwagen und 12.000 Reiter. Ich weiß ja nicht, wer von euch Rössli-Fan ist, aber das ist viel, oder? Das ist wirklich viel. Das Königsgesetz und, und dann kommt es da noch, oder? 2. Chroniker 1,16 und man brachte dem Samuel Pferde aus, wo? Was meint ihr? Vom Nil, genau, von Ägypten. Nein, hätte er es doch gelesen, hätte er es doch immer dabei gehabt. Und dann, euer König soll auch nicht viele Frauen haben. Nicht viele, Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht so, oder? Mit 365 Tagen. Oder? Aber ja. 1. Könige 11, oder? Das erfinde ich jetzt nicht da, oder? Und da merken wir, er hat das Königsgesetz nicht dabei gehabt, hat nicht gelesen drin und er ist reingelaufen. Und er darf auch kein Gold und Silber anhäufen. Und es ist so gewesen, Silber hat im Reich vom Salomo gar keinen Wert mehr gehabt. Warum? Weil es einfach so viel Gold gehabt hat. 23 Tonnen Gold hat es jedes Jahr in seine Kassen hineingespült. Und das war damals sehr viel gewesen, eigentlich Hühner viel. Ja. Und das Königsgesetz ist auch zum Verhängnis geworden vom Salomo. Nicht zu seinen Lebzeiten, Gott steht zu seinem Wort, er ist treu und gnädig und er hat lang gelebt und er ist weise gewesen, er hat auch gute Bücher in der Bibel geschrieben, aber eigentlich hat er Gott verloren. Weil die Frauen haben ihn verführt, oder? Das sind Frauen aus allen anderen Völkern, die er geheiratet hat, und die haben ihn verführt und gesagt, hey, komm, der Gott wäre auch noch ein bisschen cool, komm, da noch eine Säule für die Aschera, da noch für den Baal irgendetwas, und da haben wir auch noch einen Gott und da noch einen Gott, und hey, beten wir doch die alle an. Und der Salomo ist darauf eingestiegen und hat seinen Gott verloren. Und wenn der König seinen Gott verlässt, dann verlässt auch das Volk seinen Gott. Und er hat so auch das Volk verführt. Und hat, ja, ist einfach tragisch, oder? Dann hat er starke Fronarbeit geführt, oder? Er hat den Tempel gebaut.
Der erste Tempel hat Salomo gebaut. Grossartiges Gebilde, aber das sind die Männer vom Volk, die er eingezogen hat. Schaffen, schaffen, schaffen. Und er hat einen riesigen eigenen Königspalast gebaut. Und er hat die Leute eingezogen, die Männer, und schaffen, schaffen, schaffen. Harte Fronarbeit haben die müssen leisten für den Salomo. Und als er gestorben ist, hat es einen Bruderkrieg gegeben. Hat die anderen gesagt, weisst du was, mit euch, mit dem Salomo und wer auch immer von seinen Söhnen da König ist, will ich nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr. Und dann noch eine Diskussion gegeben, ein bisschen Streit, und dann hat der eine gesagt, weisst du was, wir suchen selber einen König, mit euch haben wir nichts mehr zu tun. Und dann hat sich das Reich geteilt. Dann hat es ein Nordreich gegeben mit Samarien als Hauptstadt und ein Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt. Und das ist dann die Folge von dem überbordeten Königsgesetz oder mit dem nicht eingehaltenen Königsgesetz. Und so ist dann losgegangen. Und dann ist es relativ schnell zum Nullpunkt gekommen. Dann geht es abwärts. Wir haben 19 Könige im Nordreich bei Samarien. 19 Könige. Und kein einziger hat Gott gesucht. Kein einziger. Sie haben alle Gier und Machtmissbrauch und all das, was so halt Syrer und die rundum auch so machen. Wie die anderen sind es gewesen. Nichts mehr mit Schulden erlassen, nichts mehr mit dem Erlassjahr, nichts mehr mit Sklaven freigeben, wenn sie nicht mehr können. Sie haben Krieg geführt, verloren, Männer sind gestorben und es sind die ganz traurigen Geschichten gewesen. Obwohl Gott immer wieder eingegriffen hat. Obwohl er ihnen trotzdem noch geholfen hat, trotzdem noch gemacht hat. Und wenn das Erste, was sie gemacht haben, ist ein riesen Heiligtum aufgestellt und gesagt, weißt du was, wir gehen nicht mehr nach Israel, nach Jerusalem gehen anbeten. Ich meine, die hatten Fester gehabt, wo sie hätten müssen nach Jerusalem pilgern und so weiter. Haben sie gesagt, machen wir nicht mehr. Wir haben jetzt da, bauen wir irgendwie da ein bisschen ein paar Kühe auf und so, oder schön goldig, und das ist jetzt unser Gott und da beten wir an. Und das ist wirklich so abwärts gegangen. 19 Könige. Abstieg, Ausbeutung, Korruption, sexuelle Unmoral, Armut, Versklavung, Intrigen, Brüdermord. Hat einer auf einem Stein seine ganze Familie umgebracht, irgendwie 70 Brüder. Das ist noch coole Zeiten. Puh. Und sie waren wie die anderen. Und die anderen rundherum sind einfach stärker gewesen. Und die Assyrer haben sich durchgezogen in der Geschichte, haben sich durchgesetzt, sind die Stärksten gewesen in der ganzen Zeit und die sind im Nordreich eingefallen. Und haben Nordreich platt gemacht. Und haben alle mitgenommen und sie werden nie mehr gesehen. Das ist irgendwie, ich habe es aufgeschrieben, 600 vor Christus ist das gewesen. Kein Nordreich mehr. Es hat dann schon noch ein Volk gegeben, sie haben dann ein bisschen von denen da hin tun, und ein bisschen von denen und ein bisschen von denen. Es hat so ein Mischvolk gegeben. Und dem Volk begegnen wir auch im Neuen Testament wieder. Das ist die Samariter. Von Samarien, von der Hauptstadt vom Nordreich, sind das dann die Samariter gewesen, ein Mischvolk, wo nicht mehr oder nur noch ganz teilweise etwas Jüdisches drin hatte, etwas vom Israelvolk. Und dann ist es so, das Südreich ist nicht viel besser gewesen. Die haben auch ganz viele schlechte Könige gehabt, das ist auch durchgegangen. Und auch dort sind sie verschleppt worden. Unterzwischen haben die Babylonier die Syrer erobert oder die abgelöst in der Regierung und dann haben die Babylonier eigentlich dann auch noch das Südreich vorgeschleppt. Und dann war einfach Ruhe dort. Alle weg, noch die Samariter, ein paar haben gewohnt. Jerusalem platt, Tempel platt, nichts mehr. Bloß wegen dem Königsgesetz. Und jetzt könnte man ja denken, gut, also Gott hätte ja die warnen können. Der hätte ja warnen und etwas sagen und hey, wenn ihr das nicht folgt, dann passiert etwas. Und das hat er gemacht. Es sind 22 Propheten auftreten. Und 22 Propheten haben gesagt, hey, kommt wieder retour. Wisst ihr nicht noch, wie es war früher, wo wir die guten Sachen, wo wir die Kultur von der Liebe gelebt haben, wo wir so gelebt haben. Hey, kommt zurück, schaut doch wieder für das Geschäft von der Witwe, dass die zu essen haben. Schaut doch für die Armen, schaut doch so, wie es Gott hat, das Herz für die Armen. Und er widersteht den Stolzen. Hey, kommt zurück, das ist ein guter Weg zum Sagen. Nehmt doch das Königsgesetz wieder führen. Hey! Und was hat man gemacht? Man hat es umgebracht in der Wüste, man hat es versagt und alle möglichen Sachen haben die erduldet. Und niemand hat es hören. Und dann haben die Propheten angefangen umzukehren. Zuerst haben sie Werbung gemacht, hey, kommt zurück. Und dann hat niemand hören. Und dann hat sie gesagt, ja gut, ich sage euch, wo ihr einen Weg hinführt.
Und die Propheten haben Gericht angekündigt und Gericht angekündigt. Ihr werdet verschleppt werden und. Haben das alles vorausgesagt. Aber das Volk Israel ist sehr konsequent auf dem Weg, wo sie gehen. Und sind bis ins Exil, bam. Leer, niemand mehr dort. Ja, aber eben nicht. Weil Gott ist gnädig. Gott ist treu. Das leuchtet wieder wie ein Morgenstern auf über dem Volk. Gott ist gnädig und er ist treu und er sagt, okay, ich schenke euch einen Neuanfang. Nach 70 Jahren in der Babylonier, dort in der Zwischenzeit haben die Perser jetzt das Steuer übernommen, oder? Also die Syrer, Babylonier, den Perser. Und der Perserkönig, der Kyrios, der hat gesagt, weisst du was, wir bauen das wieder auf. Und er hat Geld mitgegeben, er hat Material mitgegeben und die haben die Stadt wieder aufgebaut, Jerusalem, die haben nachher den Tempel dann auch später nochmal aufgebaut und so weiter. Das können wir lesen, Nehemia, das ist die grosse Geschichte. Esra ist der Prophet, der den Nehemia in der gleichen Zeit ungefähr gewirkt hat. Da können wir das wieder lesen. Hey, Gott schenkt einen Neuanfang. Er beruft wieder Leute, die sich in die Tasche gerührt haben, die gesagt haben, oh Herr, hilf mir, wir müssen doch wieder zurück in das Land, in das verheißene Land. Und er hat gesagt, jawohl, ich los auf dich. Und er hat sie wieder rausgerufen aus dem babylonischen Reich und er hat sie wieder nach Jerusalem zurückgeführt und sie haben wieder neu angefangen. Das ist ein Neustart. Halleluja! Und wenn man den letzten Prophet so vom Alten Testament anschaut, die irgendwie so 2, 3 letzten Sätze, gibt es einen grossen Satz, der über dem halt, der halt so durch die Zeit durch die Geschichte durch. Und der ist der: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Maleachi, der letzte Prophet, 3, Vers 20. Und euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, sollt aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das halte so durch die Zeit durch. Das halt über das Ganze hinein. Geht den Weg mit mir, mit dem lebendigen Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der Geschichte schreibt, kommt mit mir. Und dann ist 420 Jahre still. Nichts. Und nach 420 Jahren besucht Gott das Volk. Persönlich, in Fleisch und Blut. Da kommt er. Er kommt und sagt, schaut, ich bin mit euch gewesen, ihr habt mich nicht wollen und jetzt komme ich da. Und er kommt in das Volk hinein und er predigt das Evangelium und er predigt und er erfüllt all die Prophezeiungen, die im Alten Testament da sind. Alles, was auf Jesus hinweist, in dem Alten Testament, ist da. Und er sagt, in dieser ganzen Gnade komme ich und ich lebe es euch vor, was es bedeutet, Liebe zu sein, was es bedeutet, eine extra Meile zu gehen, den linken oder den rechten Backen herzuheben. Ich bin da. Gott besucht sie. Und das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Und er erklärt den Leuten, hey, schaut mal, das ganze Alte Testament, das Warten auf einen König, auf einen neuen König, all die Prophezeiungen, die sind bei mir. Ich will euch frei machen von dem Joch, das ihr habt. Und das ist Liebe. Aber an dem Punkt, spätestens, hätte ich gesagt, weißt du, ich tauche gar nicht mehr auf bei denen. Das bringt doch nichts. Aber das ist nicht Gott. Er denkt nicht so. Er bringt seinen Sohn her. Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und Jesus hat es ihnen erklärt. Hey, das ganze Alte Testament ist ein großes Bilderbuch auf Jesus Christus hin. All die Stereotypen zu Jesus, wo einen Teil von seiner Geschichte miterlebt haben und so weiter und so fort. Hat er all das gezeigt. Aber Jesus ist nicht nur zu seinem Volk gekommen. Jesus ist auch zu den Heiden gekommen, die ihn gar nicht kennt haben. Die ihn gar nicht kennt haben. Mit Israeliten hat er wenigstens eine Geschichte, oder? Aber er kommt ja nicht nur für die Israeliten, er kommt ja für alle. Er ist für alle gekommen, für dich und für mich. Und das ist Liebe.
Wenn er dann kommt und sagt, weißt du was, ihr, wo alle mühselig und beladen sind, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Das ist Liebe. Das sagt er zu mir, das sagt er zu dir. Und er sagt, hey, und ich bin der Weg zum Vater, kommt zu mir und ihr werdet Gott kennenlernen. Ihr werdet den Gott kennenlernen, wo Israel schon die ganze Zeit geführt und geleitet hat. Glaubt an mich und ihr werdet gerettet werden. Glaubt an mein Blut und es wird euch von euren Sünden wegwaschen. Es wird eure Sünden abwaschen. All das Fehlverhalten wird es wegwaschen. Und ihr könnt mit mir einen neuen Weg gehen. Und im Jesaja heißt es, dass auf alttestamentliche Art, so spricht der Herr, komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist. Ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen, weiß wie Wolle. Und das ist der Gott. Das ist der Gott, der zu seinem Volk kommt, der persönlich vorbeikommt und sagt, und jetzt rede ich 1 zu 1 mit euch. Ich will euch vergeben, alles. Und mein Blut, das ich am Kreuz vergossen habe, das wird alles wegwaschen. Und mit mir könnt ihr nachher durch das ganze Leben durchgehen. Weil ich bin Gott und ich bin ein gnädiger Gott und ich bin ein treuer Gott. Und das ist das, wo er seine Botschaft nachher 1 zu 1, face to face zu seinem Volk gesagt hat. Das ist ein Gott, der sucht, das ist ein Gott, der einlädt. Und ich wünsche mir für mein Leben eigentlich nur eins, dass ich sein wie der David. Nicht perfekt. Ganz und gar nicht perfekt. Aber jemand, der Gott sucht, der auf die Einladung, die Gott persönlich vorbeigebracht hat, dann ist kein Prophet mehr gekommen, dann ist kein König oder irgendjemand mehr geredet, sondern dann ist er persönlich auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Und ich mache den Weg frei, dass du kannst kommen, jederzeit. Und ich will so sein wie der David und sagen, weißt du was, Gott, ich suche dich, ich nehme die Einladung an und ich komme und laufe auf dich zu. Jesus, du sollst das Zentrum sein. Es ist wieder die alte Frage wie vom Anfang. Wer ist König in deinem Leben? Wer ist König im Volk Israel? Bin ich selber König oder ist Jesus mein König? Und er zeigt sich als treuer, liebender Vater, liebender Gott. Und er lässt ihn nicht locker. Und er will dich wieder auf eine Segensspur bringen. Oder vielleicht bist du ja schon drauf, das ist doch super. Dann will er dir bestätigen. Jedes Mal, wenn du das Evangelium durchliest, dann kannst du bestätigen, weißt, hey, ich bin ja schon auf dem Weg. Und du wirst bestätigt in dem hinein, jawohl, das stimmt. Und wenn wir das im Gesamtüberblick anschauen, vom Anfang bis zu Jesus Christus, dann merken wir eins, er hat nicht nur die Schöpfung gemacht, sondern er hat auch Geschichte im Griff. Und eigentlich sind wir Geschöpfe von ihm. Wir sind sein Werk. Und er hat für uns einen guten Weg vorher bestimmt. Und ich werde euch aus dem Epheser das noch vorlesen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir können auf seinen vorbereiteten Weg laufen, du und ich. In dieser Gnade und in dieser Treue, die Gott für uns parat hat. Amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir. Du bist da. Du bist treu mit jedem. Und wir wollen deine Nähe suchen, Jesus Christus. Und ich weiss nicht, vielleicht sind die Gedanken jetzt auch gerade da, die sagen, ja, aber mich nicht. Ich bin doch viel ins grosse Sünder oder ich habe viel zu viele Fehler gemacht oder ich bin jetzt gerade so weit weg von Gott. Spielt alles keine Rolle. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er kommt persönlich zu seinem Volk. Egal, ob sie ihn gesucht haben oder nicht, er ist persönlich gekommen. Und Jesus, da danke ich dir, du kommst persönlich in unser Leben hinein. Du stehst da. Und du kommst nicht als Richter, sondern als Liebender. Und sagst, weißt du was, ich habe einen Weg für dich beraten. Und wenn das, was du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast, dich belastet, dann komm zu mir. Das sind die Wörter, die Jesus gebraucht hat. Komm zu mir, folg mir nach. Und Jesus, ich danke dir, dass du das zu mir gesagt hast, aber auch zu jedem von uns sagst. Ich danke dir, Jesus, dass du persönlich gekommen bist.
und uns so einfach auch gezeigt hast, wie wichtig dass wir dir sind. Ich, Jesus, will dir antworten und sagen, ja, ich folge dir nach.